Schönen guten Morgen miteinander. Sind alle ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Online-Gottesdienst. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast, egal ob du jetzt alleine zuschaust oder ihr als ganze Familie euch versammelt habt vor dem Bildschirm. Schön, dass ihr dabei sind. Genau, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Wir sitzen hier in unseren leeren Gemeinderäumlichkeiten, in einem leeren Gebäude. Genau. Aber darum ist es so gut zu wissen, dass die Gemeinde ja nicht einfach das Gebäude ist. Die Kirchengemeinde ist nicht das, was im Inneren von 4 Wänden passiert, sondern wir glauben und wir erleben das auch, dass wir nicht einfach die Kirche gehen, sondern dass du und ich und dass wir Gemeinde sind. Und wir haben eine Botschaft, die wir gerne verbreitet, die gute Nachricht von Jesus Christus. Er ist die Hoffnung der Welt. Und wir haben heute ganz ein wichtiges, spannendes und ein aktuelles Thema, das wir miteinander anschauen. Weil vielleicht ist es euch aufgefallen und vielleicht mögt ihr das gar nicht mehr hören, dass jedes zweite Gespräch endet mit dem Satz: Bleibt gesund. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Bleiben gesund. Genau. Wirklich. Und über das gesund bleiben und fit bleiben wollen wir heute reden, aber ein bisschen mit einem anderen Fokus. Genau. Aber bevor wir dort in das Thema hineingehen, wenn wir einsteigen, wie das letzte Mal, mit einem starken Lied, drüllen das Volumen voll auf und lassen uns mutig singen und proklamieren in dem nächsten Lied. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du, du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Gott gibt mich verlangt, meine Sicherheit in dir, Gott bleibt bestehen. Du bist mein Fels, mein fester Grund. In den Tagen, die wir leben, merken wir, dass das irgendwo, wie gesagt, etwas mit uns macht. Es ist eine herausfordernde Situation. Die einen erleben Isolation, Einsamkeit. Man kann nicht mehr in der gleichen Art einander treffen und andere wiederum erleben, dass man für eine längere Zeit vielleicht auch auf engstem Raum ist. Die Kinder gehen die Wände auf oder die Eltern gehen die Wände auf. Es macht etwas mit uns. Ja. Es ist ganz neue Situation, Eltern, die ihre Kinder müssen,
schulisch betreuen, was man vielleicht vorher gar nicht gemacht hat, Technik, alles. Und das macht etwas mit uns. Es macht etwas mit unserem Körper und es macht etwas mit unserer Seele. Denn wir sind eigentlich nicht geschaffen für Isolation. Wir sind nicht geschaffen, uns nicht zu bewegen. Wir sind nicht geschaffen, irgendwo einsam zu sein. Und das soll unser Thema sein heute. Da wollen wir ganz bewusst auch schauen, dass wir diesen Herausforderungen uns stellen. Wie können wir in dieser Situation fit bleiben, körperlich, aber auch seelisch, dass die ganze Situation nicht zum Negativen für uns sich auswirkt. Genau. Und für das haben wir am Anfang ganz ein paar praktische Tipps, wie man in dem Sinn körperlich, also eben physisch, aber eben auch seelisch, psychisch fit bleiben. Und das fängt schon am Morgen früh an. Auch wenn wir jetzt wegen der Schule, können wir länger ausschlafen, weil wir nicht in die Schule müssen. Wir haben das Homestudium, aber vielleicht ist auch dein Arbeitsplatz geschlossen und somit hast du Homeoffice. Das könnte einem verleiten, um einfach länger im Bett zu bleiben. Aber auch da, hey, steht genug früh auf. Und wenn du ein Mann bist, rasier dich. Da auch etwas Anständiges anlegen. Bis nicht den ganzen Tag im Bischi oder im Trainer. Und mach auch körperliche Übung. Gerade wenn es noch nicht darum ist. Mach Liegestütze oder nimm die Hanteln führen, mach ein paar körperliche Übungen. Und esset etwas Gescheites. Nicht den ganzen Tag Tiefkühlpizza und so. Und vor allem setz dir Ziel. Setz dir Tagesziel. Bist produktiv. Schau nicht den ganzen Tag Fernsehen oder irgendwelche Serien. Das macht dich nur lustlos und zieht dich ab, sondern sag, das was ich heute am heutigen Tag alles erreichen. Wir müssen nicht nur körperlich fit bleiben, sondern auch in unserer Psyche, unserer Seele ganz besonders gut schauen. Auch dort wollen wir fit bleiben. Und das tun wir damit, dass wir uns unserer Seele, unserer Psyche gute Dinge zuführen. Denk über gute Dinge nach. Lass Sachen, die dich aufbauen. Nimm Dinge zur Hand, die dir Freude machen. Geh raus, laufen. Geniess Wetter, wenn es zulässt. Sammle dich mit deiner Familie und spiele etwas, was lustig ist. Und wenn du etwas am Fernsehen schaust, etwas zum Lachen. Schau, dass nicht zu viel Nachrichten schaust und bitte keine Verschwörungstheorien, das zieht nur ab, sondern einmal im Tag am Schluss irgendwo die Zusammenfassung schauen von den Geschehnissen vom Tag, das langt, um wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Hab Zuversicht und verbreite die Zuversicht, die in deinem Leben schon vorhanden ist, in deinem Umfeld. Und so aufbaust du dich und auch die um dich herum sind. Ja, und nebst dem, dass wir Menschen, dass unser Leben aus Körper und Seele besteht, haben wir auch ein geistliches Leben. Genau. Körper, Seele und Geist. Ja. Und somit sollen wir auch darauf achten, dass eben wir geistlich gesund und fit bleiben. Und darum wollen wir heute über 2 Sachen reden, die eigentlich unerlässlich sind, damit wir geistlich fit bleiben. Und das ist Bibellesen und Gebet. Kürzlich ist eine grosse Studie gemacht worden vom Zentrum für Bibelbildung mit 40'000 Personen im Alter von 8 bis 80 Jahren und man wollte herausfinden, wie die Menschen mit der Bibel umgehen. Und das absolut spannende Highlight in dieser Studie, das, was die Studie so wissenswert macht, ist eigentlich das gewesen, was sie gar nicht herausfinden oder respektive, wo gar nicht im Forschungsspektrum hinein war. Und zwar Folgendes. Wenn wir einmal in der Woche die Bibel aufschlagen, und das kann eben am Sonntag sein, wenn der Pastor oder der Pfarrer sagt, schlägt die Bibel auf und wir lesen dort und dort, dann hat das eigentlich nur einen kleinen oder einen geringfügigen, verschwindend kleinen Einfluss auf unser Alltagsleben. Wenn wir 2-mal in der Woche die Bibel lesen, ist der Effekt auf unseren Alltag eigentlich auch immer noch sehr klein. Bei 3-mal in der Woche die Bibel lesen, hat man in dieser Studie wie so einen Ausschlag auf der Skala erkennt. So wie bei einem Kardiograf, so einen Bing, so ein Patient lebt noch. Genau. Aber, und jetzt, die überraschende Entdeckung war, dass wenn Menschen 4-mal in der Woche sich mit der Bibel beschäftigen, dass das plötzlich einen unglaublich grossen Einfluss in den Alltag hat. Ja, man will ja meinen, dass eigentlich die Kurve eben linear ansteigt. So 1, 2, 3, 4. Aber genau. Das ist nicht so. Die Kurve macht wirklich 1, 2, 3 und dann springt sie auf. Ja.
Also wenn du von dem Einfluss redest, wo Gottes Wort, das Lesen auf uns das Leben hat, welche Bereiche sind denn da so signifikant verändert worden? Genau. Also die einzige, das Gefühl von Einsamkeit ist um 30% zurückgegangen. Wow. Ebenfalls um 30% zurückgegangen sind Ärger- und Wutausbrüche. Verbitterung, so ein bisschen Missstimmung in Beziehungen zum Ehepartner, also zu den Kindern, ist sogar um 40% zurückgegangen. Wow. Und auch ganz spannend, Alkoholmissbrauch, aber auch Pornografiekonsum ist bis 60% zurückgegangen. Hey, das ist extrem eigentlich. Und du redest jetzt von den negativen Dingen, die sich zum Positiven verändert haben. Was ist mit den positiven Sachen, die sich noch verstärkt haben? Gibt es auch dort vielleicht Bereiche? Genau. Ja, also 2 Bereiche stechen extrem raus in dieser Studie. Und das eine ist, mit anderen Menschen über Gott und den Glauben und über das Leben reden, ist um 200% in die Höhe geschossen. Wow. Ja, wirklich, genau. Das ist viel. Ja. Und gerade auch der Umgang miteinander, mit anderen Menschen, sie im Leben begleiten, sie unterstützen, für sie da sein, ist sogar um 230% gesteigert. Wow. Hey, das ist spannend. Das ist spannend. Denn das, was wir hören, das, was wir uns reinziehen, das bewegt nicht nur unseren Körper und unsere Seele und Gedanken, sondern eben es beeinflusst auch ganz sehr, sehr stark unseren Geist, unser Glaubensleben. Und Jesus, er hat darüber geredet und das schauen wir uns jetzt mit einem kurzen Videoclip an. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Dann fuhr Jesus fort: Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken, ja noch weit darüber hinaus. Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das wenige, was er hat, noch genommen. Jesus erklärte weiter: Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der Saat, die er auf sein Feld gesät hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf und das Tag aus, Tag ein. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht aufgehen. Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre und schließlich als Frucht die Körner. Sobald aus der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Womit sollen wir Gottes Reich noch vergleichen, fragte Jesus dann. Welches Bild könnte euch helfen, es zu verstehen? Jesus gebrauchte viele Gleichnisse dieser Art, um den Menschen Gottes Botschaft verständlich zu machen. In keiner seiner Predigten fehlten sie. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen die Bedeutung. Und ich möchte jetzt mit euch durch den Text im Markus-Evangelium durchgehen. Dann ist eine ganz wichtige Lektion für uns, wo Jesus da sagt. Jesus sagt in Matthäus 24, ab Vers 24, sagt er Folgendes: Achtet sorgfältig auf das, was ihr hört. Okay. Was hören wir alles momentan? Wem lassen wir zu? Lassen wir mehr auf das, was alle möglichen Medien sagen, oder lassen wir mehr auf das, was Gott durch sein Wort sagt? Jesus fährt weiter und sagt: In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, werdet ihr Erkenntnis bekommen. Ja, noch weit darüber hinaus. Also auf das, was du hörst, das wird dich beeinflussen. Und zwar mehr, als du meinst. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nämlich die: Wollen wir mehr Erkenntnis von Angst haben oder wollen wir mehr Erkenntnis vom Glauben und von Gottes Angelegenheiten haben? Weil Jesus, er doppelt nach. Denn wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Aber wer wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen werden, das er hat. Also, in anderen Worten sagt Jesus: Wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einblick bekommen. Aber wer sich für meine Worte verschließt, dem wird auch das noch genommen werden. Nachdem, dass Jesus diesen Satz gesagt hat, geht weiter und sagt: Gottes Reich,
kann man vergleichen mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Die Erde, und die Erde, das kann man jetzt ein bisschen mit unserem Inneren, mit unserem Herzen gleichsetzen. Also wenn es heißt, die Erde, also unser Herz bringt von sich selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ähren und zuletzt das volle Korn in der Ähre. Das ist spannend. Es gibt viele Menschen, gerade auch solche, die sagen, hey, ich glaube an Gott, ich glaube das Ding mit Jesus. Wo jetzt aber feststellen, dass das, was sie gemeint haben zu glauben, dass das doch nicht so fest und tief in ihnen ist, wie sie wirklich gemeint haben. Weil genau in so Zeiten von Unsicherheit geschieht mit uns Menschen Folgendes. Wir merken plötzlich an unserem Denken, an unserem Reden und an unserem Handeln, was eigentlich noch alles in uns steckt. Wie viel Zeit verbringen wir mit dem, auf das hören und auf das achten, was uns von den weltlichen Medien entgegenkommt? Und wie viel hören wir auf das und füllen uns mit dem, was uns Gott entgegenbringt? Schaut, in diesen Umständen, wo wir jetzt sind, ist ja uns wie von der Regierung eigentlich wie eine staatliche Ruhe verordnet worden. Und Entscheidung, oder nicht Entscheidung, so wirklich eine Entschleunigung eigentlich. Fast ein bisschen wie ein Sabbat. Nutzen wir doch die Zeit, die wir jetzt haben, dass wir eben den guten Samen, von dem von Jesus geredet hat, dass wir den guten Samen von seinem Wort in unsere Herzen hineinpflanzen. Denn Jesus hat auch gesagt, dass das Resultat nicht sofort sichtbar wird sein, dass es Zeit braucht, während du schlafst und währenddem, dass du arbeiten tust. Und so ermutige ich dich ganz praktisch, in dieser Zeit, wo vieles anders ist, nimm dir Zeit, auch wenn es nur 5 Minuten im Tag sind, aber verbring die Zeit in der Bibel, lies Gottes Wort. Und wenn du in dem nicht so geübt bist, fang mit den Evangelien an oder mit den Briefen. Genau, aber verbring Zeit im Wort Gottes. Pflanz jetzt in dieser Ruhe Samen in dein Herz, wo langsam zu einer Frucht entsteht. So möchten wir jetzt einen Austausch darüber haben, mit folgenden Fragen, die wir einblenden. Das Zweite, was wir miteinander anschauen wollen, ist das Gebet. Das Gebet ist ein riesiges Geschenk, aber es ist auch ein Geheimnis. Unten drauf findest du Links dazu, wo du noch Material zusätzlich abladen, wenn es dich interessiert. Nutze die Gelegenheit. Ich möchte heute aber Gebet in Bezug aufs Bibellesen mit euch anschauen. Denn der die Schreiber vor 4000, vor 2000 Jahren inspiriert hat, die Wort Gottes zu erfassen, ist der gleiche, der dich möchte inspirieren, wenn du Gottes Wort lesest, dass es du kannst erfassen. Der Menschen damals Gott groß gemacht hat, ist der gleiche, der dir möchte Gott groß machen. Die Rede ist vom Heiligen Geist oder vom Gottes Geist. Und ihn brauchen wir, wenn wir uns mit der Bibel, mit Gottes Wort befassen. So wie in der Szene, wo Jesus mit seinen Vertrauten zur Seite genommen hat und ihnen dann im Verborgenen die Dinge noch genauer erklärt hat. Genau so möchte Gottes Geist dir helfen, Gottes Wort zu erfassen. Wie setzen wir das konkret um? Ganz praktisch Gottes Wort angehen. Ich möchte Mut machen, bevor du anfängst, Bibel zu lesen, start mit Gebet. Denn du brauchst den Heiligen Geist, Hilfe Gottes, um überhaupt die Dinge zu verstehen. Start mit Gebet. Bitte, Heiliger Geist, darum, dir zu helfen, das zu verstehen, was du jetzt gerade lesest. Dann schlägst du auf und
fährst anlesen. Und der nächste Schritt ist, les bettend. Was heißt das? Frag immer wieder den Heiligen Geist, bis im Gespräch mit Gott über den Text, wo ja er sozusagen dir ins Herz hineinlegen. Was heißt das? Warum schreibt er das? Was soll das bedeuten? Und mit der Hilfe vom Heiligen Geist wird plötzlich das eine oder andere dir aufleuchten, wird etwas dir gross. Das ist mega spannend. Vielleicht braucht es manchmal sogar 2-3 Tage, wo du eine Frage in dir trägst, über einen Text, über ein Thema, und Gott wird plötzlich, er erlebt das immer wieder, plötzlich kommt die Erkenntnis über einen Text, wo dann im eigenen Leben etwas bewirkt. So als wäre Jesus neben dir. Red mit ihm über dem, was du verstehst und nicht verstehst. Und dann, über dem, was du verstanden hast, als letzter Schritt, beende deine Bibellese mit Gebet. Denn Erkenntnis, ohne dass es umgesetzt wird im eigenen Leben, bringt nichts. Wäre verlorene Liebesmühe. Und darum bitte Heiliger Geist und frage ihn, Heiliger Geist, was bedeutet das jetzt für mich? Was kann ich mit dem, was ich da gesehen habe, wo er dir aufgezeigt hat, was kann ich jetzt mit dem machen? Wie wir merken, wir brauchen auf jeden Fall die Hilfe vom Heiligen Geist. Ganz besonders auch, wenn wir sein Wort, die Bibel, lesen. Der Heilige Geist, und darum heisst er heilig, braucht ein geheiligtes Gefäß. Damit der Helfer kommen kann, braucht es also Reinigung in deinem persönlichen Leben. Wer kann sich dieser Thematik, diesem Problem annehmen? Die Reinigung kann allein Jesus Christus vollbringen. Er allein kann sich mit dem Problem von der Sünde, wie sie genannt wird, auch beschäftigen, annehmen. Er allein hat das gelöst, das Problem. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen worden am Kreuz von Golgatha. Wenn du heute umkehrst, deine Schuld vor Gott bekennst, wenn du dich entscheidest, nicht nur an das zu glauben, was er gemacht hat, sondern dein Vertrauen ihm gibst und ihm anfängst nachfolgen. Man kann auch anders sagen, Schüler wirst in dieser Schule Gottes. Dann verspreche ich dir, passiert eins, nämlich Gott sendet seinen Heiligen Geist. Und er wird dich dann in alle Wahrheiten hineinleiten. Er wird dir begegnen in diesen Themen, in diesen Herausforderungen, in diesen Sorgen, in diesen Verantwortungen, die du hast. Und er wird dir auf wunderbare Art und Weise Gottes Wort lebendig machen, was vorher dir wie ein toter Buchstabe entgegenkommen wird plötzlich lebendig und kraftvoll in deinem Leben. Und so nehmen wir die Verheißung Gottes in Anspruch, wo steht in Johannes 14,26. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist das Versprechen von Jesus an dich. Kein anderer Weg, wo ich glücklich werde. Kein anderer Ort, wo die Wahrheit regiert. Ich finde Leben in deiner Gegenwart. Du kommst mit Liebe mit mir an den Start. Hey! Wo ist ein Gott, der so eine Liebe zeigt? An meiner Stelle sein Leben herleitet. Der Tod ist ein und für alle Mal besiegt, weil unser Retter nicht mehr im Grab liegt. Da ist keiner so lieb wie du, so lieb wie du, so lieb wie du. Es gibt nur
ins tiefste Meer. Wow, holst mich aus der Dunkelheit ins Licht. Wow, du bist mein Durchbruch, ich bin frei durch den Zuspruch. Zukunft startet jetzt an, alles ist vollbracht. Du bist mein Durchbruch, ich bin frei durch den Zuspruch. Zukunft startet jetzt an, alles ist vollbracht. Da ist keiner, der so liebt wie du, so liebt wie du, so liebt wie du. Es gibt nur einen, so ist wie du, der so liebt wie du. Ja, viele wichtige Impulse haben wir heute mal gehört und miteinander angeschaut. Spannend gewesen. Sehr, genau. Und die Sachen möchten wir auch tun. Nicht einfach nur wissen, sondern wirklich das konkret angehen und auch umsetzen. Ja. Und was jetzt ganz besonders auch braucht, sind unsere Gebete, auch von der Fürbitte. Und in den nächsten paar Minuten werden wir wieder eine Folie einblenden, wo Anliegen drauf sind, wo wir wieder wollen, überall verteilt im Tal, für unsere Region, für unser Land, für all die Menschen, die hier auch mit einbezogen sind, jetzt beten. Ja, Christoph, Martin. wir starten in die neue Woche rein. Genau. Und ja, mit Gottes Hilfe, wenn wir mutig vorangehen. Genau. Wir sehen uns spätestens in einer Woche wieder. Gleicher Ort, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Yes. Und denkt dran, bleibt fit. Oh ja, genau. Komm, eine schaffst du noch. Jawohl, Nein, noch nicht. 10.